Merci infiniment de votre présence. Le reste, je vais le poursuivre en luxembourgeois, mais il y aura une petite partie en français aussi. Darf ich den Grand Duc bitten, Platz zu holen für den Arrêté von der Nomination von Prinz Guillaume als Lieutenant. Den Premierminister Luc Frieden. Ich lese nicht den Arrêté Lo 4. Désirant associer notre bien-aimé fils, son Altesse royale, le grand-duc héritier Guillaume, 8, alinéa 1er de la Constitution, sur le rapport du Premier ministre et après délibération du gouvernement en conseil, avons trouvé bon et entendu d'instituer notre bien-aimé fils, son Altesse royale, le grand-duc héritier Guillaume, lieutenant représentant du grand-duc. Mandons et ordonnons que le présent arrêté soit inséré au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et chargeant de son exécution le Premier ministre Wort ergreifen. Auf Wunsch vom Grand-Duc, am Accord mit der Regierung, kriegt das Land haut ein Lieutenant-Repräsentant vom Grand-Duc. Das ist ein rarer Moment in der Geschichte von unserem Land. Rar, weil so Länder von der Europäischen Union nicht gibt. Unterstützt von unserem Land, so gesagt als Verfassung 4, steht der Grand-Duc als Staatschef. Konstitutionelle Monarchie, die wir heute zu Lützeburg schon, basiert auf die Idee von der Monarchenkontinuität unterstützt vom Staat, mit einem regelmäßigen Ausdruck vom Wählerwillen. Die Attributionen vom Staatschef sind klar an der Verfassung beschrieben, an politische Verantwortung für den Arrêté erschrieben, den den Prinz Guillaume zum Lieutenant-Repräsentant ernennt. Als Konstitution gesagt hier, dass der Grand-Duc sich vertreten lassen von einer anderen Person, die in direkte Nachkommen vom Grand-Duc Adolf muss sein. Wir können aus der Zeit vom 19. Jahrhundert, wie den holländischen König auch Großherzog von Lützeburg war. Der König Guillaume III. Hat sein Bruder, der Prinz Henri, zu seinem Vertreter zu Lützeburg gemacht. Es war also echt ein praktisches Arrangement, weil den einen, der König, an Holland sitzt, an den anderen zu Lützeburg. Duc Henri, eine institutionelle Präparation auf die Funktion von unserem Staatschef. Lieutenant-Repräsentant ist schon nicht wieder gesagt, dass eine Funktion, die eigentlich so an anderen Monarchien an den EU-Ländern nicht gibt. Mit die Idee handelt es, dass eine Art Prokuration vom Grand-Duc. Monseigneur, mam Arrêté, den den Grand-Duc an Nigelograd unterschrieben hat, geht ihr den 6. Lieutenant-Repräsentant an der Geschichte von unserem Land. Es wird also kein öffentlich oder Geheimdokument geben, das die Attributionen an die Aufgabe limitiert oder detailliert auflösen gibt. Gleichzeitig hat das Land nicht einen Staatschef. Und der Grand-Duc bleibt allein der Staatschef von Lützeburg. Der Grand-Duc wird also weiter all seine konstitutionellen Pouvoiren können ausüben. Und als Staatschef wird der Grand-Duc auch weiter den Staat vertreten. Monseigneur, lieber Prinz Guillaume, Lieutenant-Repräsentant als eine Funktion, die ich auf die zukünftige Rolle vom Staatschef vorbereiten soll. Und ich erlaube wird zum Beispiel Gesetze am Arrêté Dialog schon exzellent, ob das an der zukünftig Aufgaben präpariert. Und ich weiß, dass der Frau, Prinzessin Stefanie, dabei wird ein formidabler Partner sein. Am Jahr noch so manch offiziell Reisen zusammen gemacht.
Ich kann ich an dem Land zoen. Monseigneur hilft fir d Leiit, die hier am Land wohnen, egal wo sie herkommen, an egal wat ze machen. E großen Engagement für das Land am Ausland. Für das Land do würdig an effikaz zu vertreten, sei es das Sozialt, an Natur, bei den Scouten, bei den Leuten mit einem Handicap, an noch Stärke für die Ökonomie, und für die Leute, die an den Betrieben arbeiten. Und dann erlaubt man dem Grand Duc und der Grande Duchesse zu sagen, ihre Fils, der Prinz Guillaume, als ein Perfekt. Felicitationen a bonne chance, Monseigneur. Die Regierung, und ich ging so ein ganz Land, werde ich an dieser Aufgabe voll und ganz unterstützen. Vielmals merci, Herr Premierminister. Der Prinz Guillaume gibt dann Lotwort ergreifen. Vielmals merci, Herr Premierminister, für Ihr Leifwieder. Die Lieutenants, die haut aufhängt, als Staatschef, singem Successeur gegenüber. Ich soll meinem Pap von ganzem Herzen merci für die Verantwortung, die hier mir haut überdreht. Ich soll noch meiner Mom von ganzem Herzen und noch meiner Frau ein immens großes Merci für mir immer zur Seite stehen. Ich bin ganz dankbar für die große Unterstützung, die ich von ihr drei während der Jahre von meiner Präparation kriegt bei seinen Aufgaben zu unterstützen, und ich verspreche ihm, mein Bestes zu geben, für die neuen Aufgaben zu erfüllen. Vielmals merci, Monseigneur. Ich geht gerade weggeholt. Ich lade nicht nur an für die offizielle Foto. Voilà. Ich weiß einen Teil von der Zeremonie hier am Palais auf. Ich gehe nicht das Rendezvous für den zweiten Teil, der an der Chambre wird an ein paar Minuten weitergehen. Vielmals merci.
Yves Großherzog Guillaume sein Aids als Lieutenant-Repräsentant vom Grand-Duc aufzuholen. Den Herr Premierminister kriegt das Wort, für eine Kommunikation zu machen. Herr Premierminister. Herr Präsident, ich bin Lektor vom Arrêté, den Grand-Duc an ich désirant associer notre bien-aimé fils, Son Altesse Royale, le Grand-Duc héritier Guillaume, à l'exercice de nos attributions constitutionnelles et de la Constitution, sur le rapport du Premier ministre et après les délibérations du gouvernement en Conseil, avons trouvé bon représentant du Grand-Duc. Mandons et ordonnons que le présent arrêté soit inséré au journal officiel. Herr Premierminister. Monseigneur, haut as een Dag vu Lettzebuier 26 Joer an no Ärem Pap gi Dir haut Lieutenant Repräsentant. Mat der Decision vum Grand-Duc fir loe Stellvertreter eng Säit ze hullen eng Traditionioun, déi et Zospal neierens gëtt. An de 1841 an Konstitutionun ageschriwe ginnners zu enger Zeit zu Lettzeburg hunn. Tech 1850 an Haut hat man bislo 5 Lieutenanzen. Eng Traditionioun und der Chamber och 2023. Traditionioun lieft also weiter. Me haut as et die eischchte Käier, dat Grand-Duc Héritier den Eed fir un der ganzer Chamber an enger öffentlicher Sitzung auflädt. Als zukünftig Funktion kriegt dadurch auch die nötige Legitimität. Der Grand-Duc Henri bleibt Staatschef, mit dir als Lieutenant repräsentieren. Haut als also ein Tag, wo Tradition an Erneuerung sich begegnen. Das ein historischen Tag für das Land, für die Dynastie und auch für die Chamber, der hat ich ganz Leben darauf vorbereitet. Der seit 2000 Grand-Duc Héritier gehen an hat ich an den letzten 24 Jahren bei vielen Aktivitäten hier am Land, bei Wirtschaft, Wissen über das Funktionament von den Institutionen, auch von den legislativen Prozessen vertiefen. Wir haben gesehen, mit wie viel Ersatz, mit wie viel Kompetenz, und ich will das auch hier sagen, mit wie viel Begeisterung zu stehen. Hallo, Monseigneur, könnt für euch eine nächste Etappe. Dir seid bereit, für die Responsabilitäten zu überholen, die der Grand-Duc also kennt. Dir wisst, wie das Land als ein Leid mit der großherzoglichen Familie verbunden sind. Dir wisst, welche besondere Relationen Lützeburg mit der Grand-Duchesse Charlotte durch ihre Präsenz an ihren Ersatz den Einwohner von unserem Land an der Lützeburger über die Grenzen heraus bedeuten. Dir sollt aber auch wissen, dass wir Vertrauen an ihr schon, Monseigneur, an der Grand-Duchesse Héritière, an darauf zielen, dass ihr als Land mit Dignität an Dévouement vertreten wird. Wir sind überzeugt, dass ihr, Monseigneur, Ihre Pape, der Grand-Duc, ganz gut bei seinen wichtigen Aufgaben unterstützen wird. Sie leisten den Artikel R 50 von unserer Verfassung vorgesehen. Monseigneur. Hand an Lut zu heben, an zu wiederholen. Je jure d'observer la Constitution et les lois. Je jure d'observer la Constitution et les lois. Et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. Et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. Ich gehe jetzt einmal Akt von Hermet. Am Namen von der ganzen Chambre will ich euch, Monseigneur, von ganzem Herzen felicitieren. Wir wünschen euch gute Réussite bei Ihren neuen Funktionen als Lieutenant Repräsentant. Ich wäre froh, Monseigneur, wenn ihr lo gebt, ein paar Worte und Chambre richten.
Herr Chamberspräsident, ich so eine große Merci für die Leihvierder, die dir am Namen von der Chamber an als Repräsentant vom Land am institutionellen Leben von unserem Land. Der Grand Duc hat dezidiert mir auf diesem Tag eine neue Verantwortung zu geben, an dem sie mich als Lieutenant-Repräsentant designiert hat. Regierung, für das Vertrauen, das dir mir schenkt. Als Erzherzog hatte ich Gelegenheit, sind Jahre schon, mich mit vielen Aspekten, die zum Grand Duc seine Pflichten gehören, zu familiarisieren, an den ganzen engagiert mich, sämtliche fundamentale Werte, die an unserer Verfassung stehen, nicht nur zu respektieren, aber sie auch zu allzeit zu verteidigen. Ich bin mir bewusst, dass heute auch für mich persönlich, für meine Frau und uns Kinder, eine neue Etappe an unserem Leben anfängt, und wir gucken mit Vertrauen in die Zukunft. Ich freue mich und der Seite vom Grand Duc zu machen. Ich sage nicht merci. Ich am im Moment sitzen, aber just für dass ich an Sitzung als abgehoben. Voilà.
Je connais les photos pour le texte. Merci. Bonjour. 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 Moyen. Bonjour. Et merci. Merci. Bravo.